Ich habe als kleines Mädchen immer gerne bei meinem Onkel Hans, der Uhrmacher und Goldschmied war, am Werkbrett gesessen und fand das einfach wunderbar, in diesen ganzen Schätzen da zu wühlen. Und dann aber auch zu sehen, wenn er gelötet hat, dass das Metall einfach glühend heiß wurde und er das einfach alles unter seiner Regie hatte. Und dieses Arbeiten mit Feuer und diese Formbarkeit des Metalls einerseits und andererseits auch die Sprödigkeit und diese hohen Temperaturen, das hat mich total fasziniert. Und ich denke, dass da später irgendwie so ein Samenkorn aufgegangen ist. Natürlich erhebe ich nicht auf alle meine Schmuckstücke oder sind die nicht gleich Kunst, aber manchmal sind die Übergänge einfach fließend. Dass ich andererseits habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt dann nur Sachen machen will, die auch nutzbar sind, einen praktischen Nutzen haben. Die Dinge entstehen einfach und wenn sie fertig sind, dann sind sie entweder ein Objekt oder Schmuck oder beides. Die meisten Leute finden einfach dieses Zusammenspiel von Wohnen, Arbeiten, Ausstellen, also das scheint irgendwie den Menschen zu gefallen. Und die Tatsache, dass ich seit 86 hier wohne, zeigt, dass irgendwas hier ist, was für meine Kreativität, mein Wohlbefinden einfach gut ist. Ja, diese Liebe, so mit Menschen zu arbeiten, das hat sich ja auch immer wieder in mein Leben so eingefügt, also durch die Workshops zum Beispiel, die wir geben. Ja, und das ist eher so ein Gefühl, dass die Welt irgendwie so groß ist und Menschen irgendwie so klein und irgendwie ist aber auch alles ganz eng.